Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder, die Worker-Prophecy. Ja, ihr seht, ich habe mich für das Magazin entschieden. Zumindest, um sie ins Regal zu stellen. Und da habe ich ein paar kleine Änderungen vor, habe ich da. Und als erstes, ein bisschen was, um das hübscher zu machen, habe ich mir das so ausgedruckt. In dem, ja, das wird unten auf dem Boden immer schwarz. Das hätte ich vielleicht vorher nicht gerade sollen, aber das kriegen wir schon noch. Das kommt dann nachher da drüber, wie wenn ich es gemessen habe. Also ich bin, ja, Millimeterle hätte es mehr sein dürfen, aber das ist ganz okay. Das darf ein bisschen Spiel haben, das ist jetzt nichts Funktionelles. Und haben wir dann noch was ein bisschen mehr Arbeit machen tät. Ja, also mich stört da bei dem Plasterle das orange Röhrle da, das stört mich gewaltig. Das da haben wir immer noch ein Orange, das habe ich auch noch keine andere Farbe gefunden. Das sieht man fast nicht, aber das da, das gut sieht man auch nicht wirklich, aber irgendwie stört es mir. Und das habe ich dann in Kombination gefunden, mit einer sinnvollen Farbe. Und ich würde sagen, wir machen mal Vergleichsmesswerte. Dann nehmen wir das andere Magazin, weil das habe ich schon geladen. Packe das auf die Seite, das kommt noch rein. Und gucken wir gleich, ob wir das Metallrelle damit rein da können. Oh, jetzt wird es ein bisschen aufwachen. Geht was so. So. Deshalb mal 3 Vergleichswerte. Ah ja, das Feder tauschen wir dann noch. Deswegen. Ach. Eieiei. Ah, manchmal. Jetzt habe ich. Das hätte ich natürlich nach vorne da sollen. Ich hatte heute schon. Was ist das? Was? 9 Meter durch Sekunde. Das ist ja. Jetzt hat 14. 15. Nix. Also zwischen 14 und 15, der mit 9 ist ja Ausreißer, da haben wir halt 13,4. Ja, dann würde ich sagen, also das Federle, das können wir noch ganz einfach tauschen, aber da habe ich glaube 9 Kilo Feder oder so habe ich drin. Und da hätte ich da noch, was ist das, so 12 Kilo Federle. Das gucken wir uns dann an. So. Aber dann müssen wir erst einmal wieder das Ding zerlegen und das ist ein Scheiß. Um ganz ehrlich zu sein. Also, aber hilft nichts. Das zerlegen wir jetzt. Das machen wir im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt gucken wir mal da vorsichtig, dass das Federle da bleibt. Ja. Sag ich immer wieder, eigentlich sollte man das erst zum Schluss schmieren. Wenn man sicher weiß, das ist jetzt. Aber so wie
Das da, das brauchen wir gar nicht. Das. Wir nehmen das Weiße, das sieht besser aus. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen dem Grün und dem Weiß ist. Das fühlt sich ein bisschen härter an, das Material. Das ist weicher. Also das tät, Herz vielleicht, das tät ohne Schmiermittel gar nicht so richtig gegangen. Also von daher lässt sich das einfach so nicht so wirklich verhindern. Das sieht gleich aus. Ja. Wunderbar. So, das da raus. Das da raus. Das habe ich gesehen, das gibt es auch in Blau, aber das will ich auch noch irgendwann mal Blau kaufen. Dann ist das auch Metall. Und wenn wir dann schon dabei sind, dann machen wir das auch Metall. Aber alles noch am anderen. Man braucht halt auch noch ein bisschen für Zukunft noch was zum Basteln. So. Ja. Viel hilft viel. Da können wir eigentlich auch, wenn wir das schon da schmieren. Da schön flutscht. Oh. Jetzt seht ihr. Jetzt läuft das wie geschmiert halt. Ja, das ist der Sinn vom Schmieren, dass es läuft wie geschmiert. Da. Und da schon mal nachkommen, das ist auch ein bisschen entfernt, das was da jetzt übersteht. Das hält ja nur da vorne. Das ist ja abenteuerlich. Ja. Dann noch ein bisschen. So lang. Das da rein. Das muss so rein. Das sieht schon besser aus, das in Metall. Das hätte ich noch gerne ersetzen. Das wäre noch cool. Also das ist noch Metall. Aber halt nicht das orangene Metall, sondern in Blau oder Silber oder halt, dass es gescheit aussieht. Das sollte der mittlerweile Blick da haben. Dass man hauptsächlich um die Optik geht. Auch wenn das eigentlich mit dem Ingenieur nicht würdig ist, aber ja, jeder Mensch braucht so seine Probleme. So, das habe ich jetzt ein paar Mal falsch gemacht. Das kommt da. Ja, das ist so irreführend, dass das irgendwie da unten reinkommt, aber das muss da oben rein. Und das am besten über den Schlitter legen. Und dann geht das recht gut rein. So. Sieht man das noch? Ah, das ist wieder rausgefallen. Ja, wenn das ein bisschen fertig ist, das sieht man glaube ich nicht. Sonst müsste man da jetzt lang rumputzen, bis das sauber wird. Aber für die Prophecy habe ich noch ein paar Ideen. Also was auch cool wäre, wenn das sich automatisch spannt hätte. Das wäre schon auch echt cool. Ja, das ist das Federle, was ich vorher drin hatte. Das machen wir als nächstes dann rein. Das ist schon, ich glaube, das müsste 9 Kilo sein, das ist 12 Kilo. Und
So stand es zumindest hin. Das da, oder? So, hast aufgeräumt. Und die ist wieder ein bisschen schmutzig. So, das da rein. Dann würde ich sagen, ich baue es wieder zusammen und wir gucken, was das Ding jetzt kann. Bis gleich. So, jetzt ist fertig. Na guckt, das sieht doch ganz hübsch aus. Ich glaube, der Tesa-Film, der da dazwischen ist, damit das hebt, den muss ich irgendwann mal austauschen. Das ist ein bisschen niedriger. Das müsste aber. Das heißt, da haben wir ein bisschen Spiel, das ist ganz okay. Ich glaube, so richtig eng anliegend wäre, glaube ich, auch geschickt. Aber das sieht jetzt. Mir hat das Weiße gestört da an dem Kugellager-Dingens da. Das heißt jetzt so. Und jedes Mal beim Auf- und Zuschrauben verkrübelt es da das guter Kunststoff. Also irgendwann, wenn man das noch ein paar tausend Mal macht, dann ist nichts mehr da. Aber jetzt gucken wir mal, was das Ding ist. Ob das irgendwas bringt, das würde mich schon mal interessieren. Und dann auch nur die Messwerte vom letzten Mal. Ein Durchschnitt von 13,4, aber das wird eher, also der ohne Ausreißer da halt, das wird eher zwischen 14 und 15 sein. So, Reset. Natürlich. Oder den. So. Neue Messung nachher. Und teste. Okay. Da haben wir jetzt auch wieder einen Ausreißer dabei. Aber das ist eher irgendwas zwischen 25 und 27. Das heißt, das hat schon einiges gebracht. Aber Durchschnitt von 22,2, das ist schön. Hab echt nicht erwartet, dass das irgendwas ändert. Also wenn wir das einfach nur das Relle und das Stößele da ändern. Aber ihr seht, das hat schon einiges gebracht. Jetzt ist natürlich das Federle, das da drin ist, das ist halt schon echt schwach. Und ich würde sagen, das tauschen wir jetzt gegen das 12 Kilo Federle. Machen wir einen Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt ist tauscht. Jetzt gucken wir mal.
braucht ein bisschen mehr Kraft. Das war der Hauptgrund. Ich meine, mir hätte der auch da die ganz lange Feder, die dann nachher dann die Schulterstütze noch, mein Gott. Die hat schon, ich weiß jetzt nicht mehr, was die braucht hat an Leistung, aber das ist ja schön. Jetzt haben wir da die alte Messwerte noch mit 22,2. Jetzt tun wir das wieder resetten. Und dann zurück. So. Jetzt gucken wir. Ui. Ich hab das. Ja. Okay. Ja. Wir haben jetzt genau einen Messwert rausgekriegt mit 44,6. Das taugt da wohl nicht. Das. Ja. Scheißerle. Ja. Jetzt sage, ihr braucht da jetzt nicht zuschauen, wie die andere Pferde wieder reinbauen. Das glaubt er mir einfach dann, dass ich das mache. Es ist. Ach ja, das ist ein bisschen enttäuschend jetzt gerade, dass das nicht geht. Aber mir findet dafür schon Verwendung. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Irgendwann passt das in irgendein Projekt. Also von daher. Ja. Irgendwie muss man das. Da muss ich vielleicht was aus dem 3D-Drucker rauslassen, weil das ist gerade so. Oder mal eine Metalldeule aussägen und eine Löchchen reinbohren, dass das. Weil dafür habe ich kein Werk, dafür bräuchte ich eine Werkstatt. Muss ich mal gucken, was ich so finde, ob ich da irgendwie. So öffentliche Werkstatt oder sowas. Das ist. Die ist doch auch nicht arg fit, Digga. Das verstehe ich jetzt. Aber. Lass es gut sein. Ich wünsche euch mehr Erfolg beim Bachelor. Euer Blaster-Ingenieur.